Zurück bei Anno 1800, Sportsfreunde, sind wir immer noch dabei zu gucken, was geht besser, wo habe ich irgendwelche Fehler gemacht. Gut, meine Fehler mache ich generell überall ein bisschen, aber das Gefühl, aber was wird irgendwie noch ein bisschen besser gehen? Und irgendwo, ich habe das Gefühl, irgendwo aber noch einen ganz dummen Fehler drin. Irgendwo. Ich weiß aber noch nicht genau wo. Ich muss erstmal noch ein bisschen herausfinden. Und deswegen, ich hoffe, dass es nicht so lange dauert, aber es könnte sein, dass die Folge vielleicht ein bisschen langweiliger wird. Ja, mal gucken. Also, erst einmal hier Ölhafen. Da haben wir gesagt, letzte Folge, habe ich ja einen groben Fehler gemacht, kann man so sagen. Erstmal Ölimport hier. Ja, ich will es natürlich auch noch. Müssen wir auch alleine schon für die Touristen. Verfügbare Schiffe, neue Welt. Leck mir doch, ey, wo bist du? Hallo? Okay, komm, scheiß drauf. Cruise 2. So. Oder löschen. So. Da ist jetzt irgendwie verloren gegangen. Unterwegs zu einem anderen Ort. Ja, super. Das weiß ich auch. Mann. Okay, dann machen wir es so in der letzten Folge besprochen. Dass ich quasi sage, hey, guckt ihr erstmal hier, nehmt alles Öl mit. Wenn ihr keins mehr habt, oder zu wenig habt, müssen immer 400 voll sein, aber mehr geht ja nicht. Dann geht doch bitte nach La Isla gucken, nehmt dann noch ein bisschen mit und danach nach Norton Bay. Und hier versuche ich mal was anderes. Statt 400 nehmen wir mal 200. So. Dann hätten wir den mal, wa? Also, ansonsten ganz kurz gucken. Da die Import-Export-Dinger war ja noch was. Anshi. Ja, der nimmt das zwar mit, aber ich frage mich jetzt gerade, warum überhaupt? Eigentlich könntest auch du das Gold mitnehmen. Ja. Wobei, warte mal. Den machen wir es doch anders. Nehmen hier den noch mit den Perlen. Das macht auch ein bisschen Sinn, wenn wir endlich mal ein bisschen Perlen haben, weil die brauchen wir für den Schmuck. Können wir den endlich auch mal herstellen. Kappa alte Welt und so. Alte Welt Mbesa. Ja, da muss ich auch mal ersetzen. Durch ein anderes Chiffren. Genau, und alte Welt. Ist eigentlich mal ein bisschen die Verteilung gemeint, nicht wahr? Ne, warte mal. Der schickt es einfach nach Norton Bay. Und was nach Norton Bay passiert, das ist ja keine Sau mehr. Das ist auch ein bisschen unpraktisch. Andererseits sind die schon fast alle voll, was ich dann noch großartig machen will. Da haben wir jetzt eher wirklich so viele Schweine? So 5-mal Wolle, 3-mal Schwein. Er hat noch einmal Schwein dazu. Na gut. Ja, ich weiß, es ist landwirtschaftliche Güter, was er eigentlich macht, aber eigentlich könnt ihr ja auch mal sagen, hey, nimm noch ein bisschen Gold mit und natürlich noch ein paar Perlen, weil den Platz hast du ja. Auch wenn da natürlich keine Güter sind im eigentlichen Sinne, ist ja eigentlich Rohstoff. Vielleicht muss ich sowieso die Dinge ein bisschen umändern. Rohstoff und so.
Allgemeine Waren. Egal. Waren zu verarbeiten, wäre natürlich auch eine Idee. So, warte mal. Alte Welt. Okay, es regnet gerade. Das ist nicht unbedingt ein Problem, finde ich. Ah, der ist noch unterwegs, okay. Gut, weil dem muss er nachher höflich darum bitten, dass er da bleibt, wo er gerade ist. Und währenddessen könnten wir eigentlich auch mal noch ein bisschen gucken mit weiteren Quests hier. Wäre mal noch eine Idee, wa? Mal gucken, ob ich mal... ein paar von denen zum Ausbau, ja. Telefone, inselweite Freischaltbedingungen. Ja. Relativ viel, die ich brauche. Der Nicht-Angriffspakt wurde beendet. Finde ich jetzt nicht so schön, wenn ich ehrlich sein darf, aber egal. So. Was geht jetzt hier ab? Sprechen Sie mit Zofe. Zofe der Königin. Oh, du meine Güte. Ich kann es kaum erwarten, die neidischen Blicke meiner Freunde zu sehen. Okay, die wäre gerne Zofe. Wie sieht es mit der hier aus? Meine erste Handlung wäre, diese scheußlichen Gewänder zu verschönern, die ihre Majestät immer trägt. Was? Gut gekleidete Zofe? Redselige Zofe? Mittellose Zofe? Es wäre eine große Ehre, als Zofe ihrer Majestät ausgewählt zu werden. Ihre Majestät hat Ihnen eine Liste mit Aufgaben ausgehändigt, um sicherzustellen, dass die Eröffnungszeremonie perfekt wird. Unter anderem soll für eine Hotelsuite neben dem Eisernen Turm sowie vergnügliche Lektüre für Ihre Majestät gesorgt werden. Außerdem fordert sie eine Zofe zur Unterstützung bei ihrer morgendlichen Toilette. Steht Ihre Wahl fest. Ja, gut, komm. Nimm die hier. Sie wirkt gefällig. Nun gut, gehen wir es einmal durch. Einladungen, dafür sorgt Sir Archibald. Unterbringung, Personal, der Empfang. Ach herrje, wir haben das Bankett vergessen. Aber keine Bange. Ihr werdet dafür sorgen. Es muss grandios werden. Eines solchen eisernen Turmes würdig. Mit einem prächtigen Finale. Eine Torte von monumentalen Ausmaßen. So. Es muss raffiniert und feierlich sein. Einfach unvergesslich. Die Welt wird dieses Tages gedenken. Möge die Torte daran erinnern, als Turmtriptychon der Backkunst. Sie wartet ziemlich viel von so einer Torte. Ich habe schon so manchen Backwettbewerb gewonnen, aber das hier ist eine echte Herausforderung. Hoffen wir mal, dass es das Sahnehäubchen auf der Torte der kulinarischen Köstlichkeiten sein wird. Ich fühle schon jetzt den kreativen Zuckerrausch. Ja, ich auch nicht. Ich frage mich gerade, wieso ich das überhaupt so mache, ganz ehrlich. Lieber nur 2 Inseln geht schneller und ich glaube, ich bin hier sowieso fix genug. Achtung, der Boss. Auch dank Strom. Dank unserem guten Kumpel Strom. Konkurrenten sind eine Allianz eingegangen. Ja, was muss ich hier entscheiden? Die Königin verlangt ein beeindruckendes Dessert, das dem eisernen Turm alle Ehre macht. Beginnen wir also mit einer stabilen Schicht, damit das Dessert nicht in sich zusammenfällt. Biskuit dürfte für ausreichende Struktur und Volumen sorgen. Ne sais pas. Oh, Französisch muss das sein. Ja, ne sais pas, nicht wahr, ich weiß. So viel Französisch kann ich noch, aber wenn ich die Sprache selber hasse. Was macht das schon für einen Unterschied? Mit Talg, Ordentlich bezahlt wird. So, die Basis gelegt, aber es fehlt noch die gewagte Note, die es unverwechselbar macht, die meinen Platz im Reich der Köstlichkeiten sichert. Das kühne Merkmal, das dafür sorgt, dass das Dessert eines solchen Festes würdig ist. Vermutlich gutiert Ihre Majestät einen gehörigen Schuss Alkohol in Ihrem Dessert. Vielleicht Rum? Im Zweifelsfall hilft dünn geschnittenes Fleisch. Ne, wenn schon ein bisschen Rum rein.
Das unverwechselbare Merkmal hätten wir jetzt. Und das ist von schon einer Bedeutung. Brauchen nachher, dass das jedes Dessert so eine Sensation macht. Zucker. Kaffee wie in Tiramisu ist eine echte Geschmacksbombe. Ja, aber Kaffee und Alkohol kombinieren. Da kommt es dann auf die anderen Komponenten noch drauf an. Wobei ich nicht weiß, so das, weil sonst muss ich noch Zucker herstellen. Natürlich, wie können wir das vergessen? Das letzte i-Tüpfelchen fehlt noch. Das Dessert soll die Königin und ihr unbezwingbares Empire ehren. Feiern wir seine Ausdehnung oder seine Widerstandskraft. Welcher Zutat darf in keinem guten Dessert fehlen? Etwas, das ebenso widerstandsfähig wie elastisch ist, zum Beispiel Wackelpudding. Etwas exotisch und besonders ist. Fernen Kolonie. Bananen. Ja. Weil, wenn man Wackelpudding herstellen soll, aber wir da ein bisschen Schiss. Bananen ist kein Problem. Das heißt, es warten einige Zeit später. Das war ja, es ist kulinarisches Meisterwerk zu bestaunen. Die Tür des Eiskellers öffnen. Eine Katastrophe. Die Konsistenz, der Geschmack, das Aroma. Ganz und gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Was wird bloß die Königin dazu sagen? Woher soll ich das wissen? Bereit zum Auslaufen. So. Bleibst du mal hier, Kumpel. Während jetzt mal zurück in die neue Welt. Also. Seid ihr schon wieder zurück? Nicht unbedingt die ich gerade erwartet hätte, aber okay. Was wir hier noch haben, ne? Also zum einen mal Kommen Sie zu uns. Tortilla-Bäckerei, plötzlich aber zu wenig Leute. Was ist hier passiert, Freunde? Deshalb nur Wo brennt's? Deshalb nicht erleben. Ich bin es gewohnt. Okay. Warum in der letzten Folge ging ein bisschen versäumt? Tortilla, ja die Bäckerei. Kaffeerösterei. Kaffeebohnen, keine mehr? Also doch. Verfügbar, wohl gerade sagen. Vorsicht, Hefe. Mach dir deine protzigen Schuhe nicht dreckig. Weil ich den Kaffee hier selber produziere. Also wenn überhaupt, müsste ich hier vielleicht im Kaffee ein bisschen zurückgehen und dafür mehr Kakao herstellen. Mit Rumstehen kann man keine strahlende Zukunft erreichen. Das ist wahr. So, können wir die mal abreißen. Was haben wir alles? Zuckerrohrplantage, Tabakplantage und Maisplantage. Ja, wie gesagt, Zuckerrohr haben wir ja auch noch. Brauchen wir zwar aktuell jetzt nicht. Vielleicht kommt es mal noch. Ich kann hier sonst generell mal noch ein bisschen was machen. Kaffeeplantage. Hier haben wir die Kakaoplantage. Kann vielleicht mal eine hier pausieren, noch mal zum Gucken, wie es aussieht mit den Arbeiten und so. So, da kommen die wieder. Kisten unter Deck. Du holst jetzt zum ersten Mal die Dinge ab, wa? Hä? Auszeit, was machst du hier, Kumpel? Hä? Ich hab nicht gesagt, es soll... Ah, okay, Entschuldigung. Ne, mein Fehler, Kumpel, mein Fehler. Ich war wieder mal zu vorschnell. Das soll ja nicht unbedingt der, aber ein anderer machen.
So, warte mal, jetzt hatten wir noch eine Route hier mit der Schokolade, wa? Genau, also Zigarren und Schokolade. Aber Schokolade stellen wir hier keine mehr her. Schokolade stellen wir hier her, mittlerweile. Die gleichen Zimmernachbarn wie letzte Saison. Das bedeutet, der Kumpel hier muss mal ganz fix hier hin. Ups, nein, nicht so. Dann kannst du die Route nämlich rauslöschen. Dann passt das. Jetzt muss ich natürlich in der neuen Welt noch gucken, welches Schiff geht. Wir machen alle irgendwie. Aber der hier, der geht sowieso darunter. Hol Kakao und Kaffeebohnen, bringt sie hoch. Demzufolge könntest du eigentlich direkt die Fertigwaren auch schon mitnehmen. Also in dem Fall vor allem die Zigarren. So, man hätte mir das nämlich auch noch angepasst. Ja, Tanker So, bereit. der hat's. Der hat's auch. Jetzt kommt der. Der kommt auch angestiefelt. Können wir direkt mal gucken, ob das überhaupt funktioniert, wie ich mir das überlegt habe. Jetzt hat der natürlich nur noch weniger. Sag jetzt mal, nur noch 235. Die Station. Und die produzieren Öl. Vielleicht brauchen wir noch ein bisschen mehr. Denn mehr schadet nie. Wir haben keinen Platz. Zu viel Schokolade. Verliert jede Magen? Ja. Möglich. So, da kommen sie auch schon. Trotzdem krass, was er wieder an Bord geholt hat, wa? So, jetzt geht der dahin, guckt mal. Hat's irgendwie Öl? Klar hat er, bringt dir nichts, weil du bist schon voll, also geht er wieder. Ja, Tanker bereit. Jetzt geht der dahin, guckt auch, hey, hast du Öl? Oh, sorry, ich hab schon voll. Und geht wieder. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Das kommt überraschend. Bereit zum Auslauf. Jetzt kommst du und sagst dir, hey, Kumpel, ich habe noch ein bisschen Platz, dankeschön. Genau, nimmt das. Jetzt der vierte kommt hier auch noch. Jetzt geht der auch wieder. Und dann kommt nämlich eine direkte Fuhre mit 1600 Öl. Also 100 Tonnen nehmen wir jetzt mal an. Wow, der hat ein bisschen geleckt. Hier haben wir momentan nichts mehr. Hier kommt die nächste Fuhre. Perfekt. Dann klappt's ja. Warum die jetzt explodiert, ist aber kein Schimmer. Aber ist hier sowieso noch relativ unwichtig. So, dann habe ich hier wieder alles soweit geregelt. Bei dir jetzt auch, das ist wieder 400. Ich habe noch ein bisschen was übrig hier. Perfekt. Okay. Dann zum nächsten Punkt. So, jetzt gerade mal da hinzubauen. Eigentlich hast du auch hier noch ein bisschen Platz dafür. So. Aktuell die. Ich wollte gerade sagen, ihr müsst eigentlich mehr viel machen. Das sieht alles schon mal sehr, sehr gut aus. Waren habt ihr auch, Zucker braucht ihr nicht, aber Bananen, Fischöl regelmäßig. Zimt, Kokosöl.
Ja, auch gut. Mais, Kaffeebohnen, Kakao. Eventuell müssen wir noch ein bisschen was machen, aber ansonsten klappt das auch. Beeinflusst Schokoladenfabrik und Küche. Genau, und geht dann ein bisschen Zucker dazu. Lebensmittelproduktionen. Den habe ich jetzt halt bei denen drauf. Bei der Tierbäckerei würde er natürlich auch Sinn machen. Andererseits, wenn ich den jetzt da wegnehme, verliere ich das Item hier. Mit Mohlmeister. Den brauche ich halt dafür. Der ist halt explizit nur für die Schokoladenfabrik, aber den habe ich jetzt halt auch hier. Der Schokoladenfabrik und Küche lohnt sich also auch. Kaffeerösterei muss nicht sein, aber eben, man könnte hier nochmal ein weiteres Magazin errichten. Das wäre eine Option, da könnte man sich drüber unterhalten. So. Hätten wir das hier auch schon mal gemacht. Momentan sieht es nicht so aus, müsste ich mit dem Öl noch groß hantieren. Das müsste jetzt hoffentlich funktionieren fürs Erste. Also, zurück in die alte Welt, Freunde. Bisschen Öl habt ihr noch. Ist schon ausgegangen. Trotzdem scheint es soweit noch alles zu funktionieren. So. Vorher zumindest. Also, wieder mal ein bisschen was Neues hergestellt. Was geht hier sonst bald zur Neige? Vielleicht noch ein bisschen Fenster mitnehmen. Produziert aber aktuell auch gar keins mehr. Egal. Auf Kurs. Irgendwie was Neues bezüglich Neuer Tag, neues Gericht. dem Gericht ist nicht da, wa? Habe ich es wohl verkackt? Ja, Die Menschen lassen sie hochleben. kann passieren. Die Bar, ja, viele Leute fehlen ja nicht mehr, wa? Also. Für die Bar meine ich jetzt, tut Eis und Turm ist ein anderes Thema. Schmuck. Aber eigentlich langsam mittlerweile hier oben, wer ist überhaupt? Mann, wo habe ich die jetzt hingestellt? Irgendwo hatte ich sie. Seht nur, wir befinden uns in bester Ja. Gesellschaft. Die Goldschmiede, genau. Das einfach so lassen sollen. Ich dachte, ich hätte jetzt irgendwie Perlen. Jo, eben. Wird auch schon voll alles. Dafür müssen wir ein bisschen Kohle investieren. Vielleicht irgendwie ein Item dafür? Goldschmiede. Jo. Ich würde sagen, haben wir es, wa? Wenn ist der in Entwicklung, kann ich nämlich den nachher anschmeißen, brauche die beiden nämlich gar nicht mehr. Ich habe eh noch... Oh. Ja, ich hätte... Ein Gebäude. Das Kraftwerk hier, okay, aber ist kein Thema. Hier habe ich auch schon alles voll, aber ich habe... Hier noch nicht, kein neues. Aber wir haben einfach ein neues. Irgendwo wird es mal ein neues geben. Und sei es hier oben irgendwie. Vielleicht sogar so irgendwie. Dann kann ich nämlich den da hinstellen. Den nämlich auch. Geh noch ein bisschen näher ran. Nee.
Aber ist auch egal. Ich will aber auch für die Chemiefabrik auch bald mal ein Item. Hätten wir das nämlich auch schon mal geklärt. Und der... Wir haben hier einen, wir haben hier einen. Ja, kann man irgendwie jetzt mal temporär Ionline hinmachen. Keine Fenster mehr, super. Wo ist unsere Fensterfabrik? Was ist los hier, Leute? Hab auch Stiegel, kann das sein? Yo! Klar stelle ich zwar her. Hat ihr nicht mal ein Item, was eure Ausgangsmaterialien ersetzt? Garantiert, oder? Dampfwagenfabrik. Ja, die kommt auch noch dran, keine Sorge. Hier, der Glasmacher. Anstelle von Glas war das Gebäude Quarzsand. Jetzt sind da eigentlich so aus, weil Glas will ich ungern jetzt verarbeiten. Habe ich ein bisschen Quarzsand übrig? Ja. Man nimmt ihn einfach weg und platziert sie oben hin. Geht doch. So. Das hätte ich selbst bemerken müssen. Nee, Großküche und so haben wir ja schon. Wo ist der? Wo ist jetzt? Wo ist er jetzt? Ich könnte Ja. wetten, du steckst mit dem Königshaus unter einer Decke. Dann passen wir mal fürs Erste. Der Goldschmied, sobald das Item fertiggestellt ist, machen also wieder Schmuck. Dann hätten wir das auch. Ja, kein Öl, wie immer. Da ist nur der Ölverteiler, jetzt kommt der Ölimport. Warte mal. Eine ganz doofe Frage, ob wir überhaupt genug Kapazität für 1600? Ja. Das reicht. Kam dann mit dem Ölverteiler, war glaube ich auch nicht so eine gute Idee. Da fährt er nur irgendwie 4 oder 5 Mal, aber dafür auch einen ordentlichen Zacken an Öl, was geliefert wird. So. Bauen Sie einen eisernen Turm. Ja, da ist ein langwieriges Thema. Wer hat das schon wieder? Touristen. Ja, viele will aber nicht mehr. Okay. Kann man einen Angriff nehmen jetzt, weil, seien wir ehrlich, Touristen... Ja, Zufriedenheit wäre noch so ein Thema, aber... Deswegen geht eigentlich nur die Kohle hoch, wenn ich halt Schmuck liefere und so und einen Garten noch upgrade. Das hat ja auf die Einwohner selber keinen Einfluss. Die Touristen unzufrieden sind. Ja, wobei, wenn ich in die Dinger doch jetzt machen würde, dadurch hätten sie ein bisschen mehr Zufriedenheit, würde schon was bringen. Botanischer Garten, ja, da wissen wir halt, dass wir momentan noch nicht so viel geile Dinge haben. Kein Item mehr verfügbar. Expedition. Wir brauchen botanisches. Da hätte man irgendwie noch einen Stufe 3 Dinger gehabt, Botanik. Der Nicht-Angriffspakt wurde beendet. Mögliche Belohnung, Spezialisten retten. Wie ist denn das sonst zum botanischen Garten? Haben wir sonst irgendwie... Das sind direkt die angezeigt werden.
Kosmologische Expedition, ja, okay. Nee, Botanik wäre es, Botanik. Gut, scheiß drauf. Der lädt aus, sehr gut. Jetzt kommt der nächste. All die sagenhaften Länder existieren wirklich. Schon wieder so logisch. Ah. Rettungseinsatz wäre eventuell noch etwas, aber den behalte ich einfach mal, als Stufe 3 ist. Deswegen sicher ein seltenes Tier wäre, aber eigentlich wäre mir so eine botanische Expedition wichtiger. Ich muss dringend mal gucken, wie ich überhaupt an solche Dinge komme. Auch forschen? Widmen wir uns der Kultur. Welches Thema ist genehm? Machen wir es ganz billig, Freunde. So, ich glaube, das haben wir genug fürs Erste. Talententwicklung werden wir noch Lassen Sie gucken. uns die Besten der Besten anheuern. Wattküche. Stelle von Hummer. Was? Ist die eifrige embessianische Entrepreneurin. Beeinflusst Gelehrtenhaus, ja. Einwohner gewinnen Zufriedenheit durch Wandteppich und Turmpfeifen und sie brauchen weniger. Noch nicht schlecht. Der Kreuzfahrt im... Okay, ne, gehen wir nicht mal den hier. So, und das nochmal kurz. Ah ja. Perfekt. Wobei, was heißt perfekt? Hey, jetzt wäre eigentlich soweit, um die Dinge auch zu entwickeln. Teure Entwicklerkosten, ey, meine Fresse. Die 5000 mache ich jetzt einfach mal. Ups, das war dürfen so. Oh, gar nicht. Ja, komm, muss reichen. So. Sobald er durch ist, haben wir auch wieder die Entwickler, die Forschungspunkte, die wir brauchen. Perfekt. Dann hätten wir das auch. Ausbauen können die Gelehrten ja auch. Da ist er ja auch schon. Genau, also bei denen warte ich jetzt einmal noch, bis der Schmuck soweit, also bis ich ihn machen kann, bis ich den Garten noch ein bisschen ausgebessert habe. In der Hoffnung, dass hier alles noch ein bisschen weiter hoch geht. Entsprechend noch mehr Touristen reinkommen, wir dann auch die 1500 haben. Also ich meine, für die Bards, man auch immer weiterzukommen. Und, Es könnte hier noch ja. großartiger sein. Das sagt ihr immer.
mir scheint, Bildung hat einen geringen Stellenwert auf der politischen Agenda. Würde ich jetzt nicht so sagen. Das finde ich jetzt ein bisschen sehr gemein von dir. Ja, Tanker bereit. 400, ja. Und die 400 sind natürlich gleich da weg. Haben wir jetzt noch ein bisschen was? Dauert zwar ewig, kann bis ich mal einziehen. Ist auf der Weltkarte aus übrigens. So by the way. Also die kommen alle mitten zusammen. Ja, da ist doch schön. Also du hast, ja, und da hast du etwa 1000 oder 1100. 1200, 600, ja, aber da sind wir 1600 zusammen. Das klappt soweit, Freunde, das klappt. Soll ich Ihnen zeigen, wie das geht? So, Schokoladenzigarren ist hier auch gut, damit neben das eine Schiffchen hierher kommen kann, um die Waren zu holen. Das dauert echt, ey. Einzug. Aktuell Maximum, ja. Nehmen wir an, hier wird es so stehen, war. Genau, aktuell Maximum. Sehen Sie meine Großmut? Ja, ich gebe Ihnen Arbeit. Einfach so anderer Leute Zeit zu vergeuden. Ja, was fällt Ihnen ein? Du bist doch derjenige, der auf mich zukam. Nun, das sollte wohl ein... Keine Chance. Schade. Sie sind ein sehr vernünftiger Mensch. Ich weiß. Geizkragen. Sie sind der Erste, dem das aufgefallen ist. Verfluchter Pfennigfuchser. Ja, ich weiß. So bin ich halt. Nicht wahr, Freunde? Okay, jetzt geht's ein bisschen. Die brauchen echt lange, bis sie mal einziehen. Alter Schwede. Das alles nur für 1400 Gelehrte. Aber ja, wir müssen jetzt endlich mal hier ein bisschen hinmachen, Freunde. Dass wir hier ein bisschen vorwärts, ein bisschen schneller vorwärts kommen, genau. Der für den Schmuck, das ist also in Arbeit. Wir dann endlich auch mal den Turm hier weiterbauen können. Mir nicht Dank. Das ist gar keine so schlechte Idee. Genau, weil wir brauchen ja noch ein paar Touristen mehr und dann können wir hier die nächste Phase bauen. Also man kann jetzt mittlerweile sagen, doch, es geht wieder voran. Auch immer gewisse Aspekte hier noch ein bisschen suspekt sind. Ja, Aspekte suspekt sind. Stahlträger geht hoch, Fenster auch. Das sieht noch einigermaßen gut aus. Stahl auch, okay, das wundert mich jetzt ein bisschen. Talg nimmt nur langsam ab, muss trotzdem im Auge behalten. Perlengold, da ist klar, warum das nicht weiter hoch geht. Die Dinger sind gut, das ist gut. Kautschuk auch. Kokos, Zimt, reicht für mich völlig. Jetzt wäre natürlich die Frage, jetzt sind wir bei 40 Minuten schon wieder. Massenzüge gehen wieder hoch, okay, oder bleiben relativ stabil. Wieder Stiefel, die gehen auch wieder hoch zum Glück. Die scheiß Phonographen. Schmuck, Shampoo nimmt zu, sehr gut. Und wenn ich den Schmuck habe, Ganz erstaunlich. kann ich sie auch wieder aktivieren. Also, ich sage schon aktiviert, dann kriegen die auch welchen. Viel brauchen und ich hoffe zumindest, dass sie nicht viel brauchen werden. Und dann fehlt ja halt echt nur der Dampfang. Erst dann können wir halt die Wolkenkratzer hier bauen. Für neue Expeditionen ausmachen. Was machst denn du jetzt? Kommen Sie mir nicht mit Zweifeln. Es gibt so viele davon. Ja, Piratenschätze, vielleicht ein anderes Mal. Unsere Zufriedenheit liegt nur knapp über dem Median.
Und hier geht's auch nicht, weil ich hierfür halt die Dinger wieder brauche. Also, es würde hier zwar schon gehen, ne, von dem her. Ja, hier sind zwar die fehlenden Einwohner, hier war eigentlich nur noch die scheiß Fahrstühle. Die hatten wir wo schon wieder? Die Rohre sind leer und warten. Oh Gott, wo hat das Gebäude jetzt hingebaut? Noch gar nirgends? Ich glaube schon, oder? Aber die Fahrstühle hin platziert. Hä? Jetzt mal bitte ganz kurz hier verschwinden. Na super. Ich schwöre, ich hätte die irgendwo. Oder ich hatte die irgendwo. Ah, hier. Stimmt eigentlich, warum nicht? Sonst, dass wir hier noch. Also mein. Dampfmaschinen haben wir genug, weil ich irgendwo auch welche herstelle. Eigentlich ist gerade aktuell angehalten. Wir haben genug Stahl, wir haben genug Messing, kann man also wieder anschmeißen. Startet die Maschinen. Motorenfabrik. Dann der hier, Holzfurnier. Das bauen wir einfach noch. Das machen wir einfach aus Holz, fertig. Einfach simpel aus Holz. Noch irgendwie. Habe ich jetzt Dinge hingemacht? Hier war. Man muss doch hier hinkommen. Dann kannst du Holzfurniere, also ja, Kunstschreinerei halt, kann er das machen. Ohne die nötigen Elemente können wir keine Reaktion erwarten. Und dann machen wir hier mal Die Pause ist vorbei. die Produktion der Fertigstraßen oder Fertigungsstraßen. Da sehe ich sogar, dass wir hier ein bisschen Probleme haben, weil ich jetzt viele Arbeiter zugewiesen habe. Immer das gleiche mit denen. So. Perfekt, Freunde. Dann sage ich wieder Dank fürs Zusehen. Wieder bei dieser Überlängenfolge. Und ja, bis zum nächsten Mal. Zurück bei 1800. Jetzt geht es endlich ein bisschen voran. Touristen werden wir hoffentlich bald genug haben, um mit dem Turm weiterbauen zu können. Also sprich mit dem Eiffelturm oder Silbenturm, wie auch immer er heißt. Jetzt werden wir auch diese Dinger hier produzieren können, weil alles andere momentan auch stimmt. Da produzieren wir endlich auch Fahrerstühle. Und vielleicht dann sogar schon demnächst werden wir zumindest mal die Investoren, nicht die Investoren, sondern die anderen. Die Ingenieure werden wir die aufsteigen lassen. Wenn Investoren nachkommen mit dem Dampfwagen, puh. Ja, mit den richtigen Items und so natürlich schon, war. Aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Aber wir sind dran, Freunde, wir sind dran. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.